D-Zug-Strecke Hamburg-Basel-Italien. 36 Züge täglich, Tausende von Reisenden. Wenn diese Reisenden wüssten, dass jetzt zwischen Oberrhein und Schwarzwald die Narren triumphieren, sie würden die Notbremse ziehen. Mehr als 4000 Narren trafen sich am Kaiserstuhl in Kenzingen zum 10. großen oberrheinischen Narrentag. Sie kamen aus den von dichten, dunklen Tannenwäldern umgebenen Tälern des nördlichen und südlichen Schwarzwaldes. Dort, wo man noch immer von Berggeistern, Hexen und Teufeln flüstert, die Streiche anstellen, Leute erschrecken und es besonders auf junge Mädchen abgesehen haben, wenn sie spät heimkehren. Einmal im Jahr werden zur Fasernezeit die Waldschrate und Bällchengeister in kostbar geschnitzten Holzmasken lebendig. Hier gibt es keinen Prinz Karneval. Die Narrenzünfte regieren. In ihnen will man das Brauchtum erhalten und manche Zunft, die um Aufnahme in den Narrenverband bittet, muss erst einige Jahre warten und nachweisen, dass sie die Urwüchsigkeit alter Überlieferungen sorgsam pflegt. Keine alemannische Fasnet ohne Narrenbaum. Er ist, so behauptet die Sage, der Stammbaum aller Narren. Und die Kenzinger Narrenmasken, hier der Fischerbuhr und der griesgrämige Wellebengel, machen mit ihren Schellen und den Saublodere, den Schweinsblasen, närrische Musik dazu. Am Abend ist im Städtchen der Teufel los. Im wahrsten Sinne des Wortes. Großer Hexentanz der Höllenzunft Kirchzarten. Der Wellebengelbrunnen wird von ihnen verhext. Immer mehr Narren treffen sich auf den nächtlichen Straßen zu Schnurrgruppen. Ihre Spezialität: deftige Reden und Höllenlärm. Diese akrobatischen Narren kommen aus dem Elstal. Sie nennen sich Spitzbuhr, machen als Narren übermütig ständig Unsinn. Von den Masken geht eine eigentümliche Wirkung aus. Der Mensch hinter dem hölzernen Gesicht scheint sich aufzulösen. Arme und Beine scheinen Schraten und Geistern zu gehören. Die gruselige Persönlichkeit beherrscht die Szene. Unter der Maske einer alten Dame kann ein junges Mädchen sein, ein älterer Herr, aber auch eine alte Dame. Und dann wird geschnurrt. In Norddeutschland würde man dazu vielleicht Flachsen sagen. Hier wird ein verkleideter Dienstmann derb aufs Korn genommen. Du willst der Bürgermeister sein von Kenzingen. Ich weiß genau, jetzt kannst du ein großes Wort führen. In Wirklichkeit, wenn die Frau dabei ist, traust du dich überhaupt gar nichts zu sagen.
Also, wo hast du deine Frau, dass du allein verderben hast? Ich schenke dir jetzt dafür eine Konservenbix, du bist nämlich selber eine doofe Elsardine. Die Narren sind müde. Aber ein alemannisches Sprichwort sagt, der Narr braucht nur 1 Stunde Schlaf, um wieder zur Weisheit zu gelangen. Ein neuer Narrentag, begrüßt durch Fasnetrufer. Hello zuvor! Wir Fasnetrufer stellen uns vor, im Flecklehes trag's mit Humor. Wir künden an gar hohen Besuch mit Rätschen, Krachen und altem Spruch. Wer jetzt noch schläft, wird nie ein rechter Narr. Über 4000 Narren marschieren. Hexen und Geister, Teufel und groteske Spaßmacher haben ihre große Stunde. Wer zählt die Zünfte, nennt die Narren. Die Rieschnorge, die Dengeli-Geister, Gruseli Zottli, den Hans Frösi, die Mittwucher und Schnurrewieb und wie sie alle heißen. Keine Angst, der deutsche Zoll liegt noch nicht am Boden. Die Zöllneruniformen sind echt, aber in ihnen stecken Fasnet-Narren von der Schmugglergilde Warmbach, einem Fischerdörfchen am Rhein, der doch die Grenze zur Schweiz bildet. 75 Mitglieder üben einmal im Jahr zur Fastnachtzeit die Schmuggelei. Als große Könner natürlich. Clowns und Musik gehören zur Latschari-Clique aus Rheinfelden. Der Ursprung dieses Narrentyps geht zurück bis auf die 20er Jahre, als Stempelbrüder sich trafen und die letzte Zigarette miteinander teilten. Ein lachendes und ein weinendes Auge zeigt die Latschari-Maske. Dauert der Umzug. 3 Stunden werden die beiden Narren auf diese Weise durchgedreht. Wilde Gesellen sind die Schonacher Geißenmeckerer. Diese Narrengestalt soll der Sage nach im Schwarzwald ihr Unwesen getrieben haben. Oft ging den Jägern plötzlich die Schrotflinte von allein los. Wenn sie dann die Ursache erforschen wollten, kam aus den dunklen Tannen ein hässliches Geißenmeckern als Antwort. Die Folge? Auf lange Zeit ließ sich in dem Gebiet kein Jäger mehr sehen.
Die Geißenmeckerer von heute im Kenzinger Narrenzug haben sich aber andere, für sie lohnendere Aufgaben gestellt. Geißen von 17 bis 20 Jahren werden bevorzugt. Seit über 100 Jahren erschrecken die Oberkircher ihre Umgebung als Spättlemänner in der Maske mit dem Doppelzahn. Der Dichter Johann Peter Hebel beschrieb diesen Lenzkircher Dengeli-Geist als unternehmungslustig, der den Bauern am Feldberg oft heimlich beim Grasmähen half. Die Objekte des Dengeli von heute sind allerdings andere. Das Kühlsystem für Narren ist ebenso einfach wie wirkungsvoll. Zundeln, Hauptfiguren der Lörracher Narrenzunft. Verwegene Burschen, übermütig Elite-Narren im bunten Fleckelhäs. Lebensfroh wie alle Narren in der oberrheinischen Fasnet.